Herzlich willkommen im ICF und ein frohes neues Jahr 2024. Das kann man den ganzen Januar immer noch jedem wünschen. Mach das doch mal kurz, dreh dich doch mal kurz nach hinten und wünsch der Person hinter dir ein gutes neues Jahr. Toll, dass du da bist. Toll, dass du in dem Jahr hier aufgetaucht bist. Das ist ein guter Moment, alles Gute dem Nächsten zu wünschen. Look, 2024 ist noch relativ jung und ich möchte gerade zu Beginn was festhalten. Kann ja sein, dass du dir für das neue Jahr ein paar Vorsätze vorgenommen hast, Ziele gesteckt hast, das möchtest du gern in dem Jahr machen. Zum Beispiel eine neue Sprache lernen. Ist einer, der sich das vorgenommen hat, eine neue Sprache lernen? Keiner. Endlich, doch, da zwei. Welche Sprache? Englisch. Sehr gut, sehr gut. Chinesisch einer dabei? Wäre noch eine Möglichkeit, kannst du noch auswählen, wenn noch einer was vorhat. Und du nimmst dir vor, in dem Jahr vielleicht mehr Sport zu machen oder abzunehmen oder du möchtest mehr in der Bibel lesen, du möchtest vielleicht freundlicher werden oder mehr beten, richtiger Beter werden, was auch immer, geistlicher werden. Das sind alles sehr gute Sachen. Ich habe schon oft was über so Neujahrsvorsätze gesagt und ich möchte da noch nicht weiter kommentieren. Und by the way, falls du noch gute Vorschläge brauchst für so Vorsätze fürs 2024, du darfst gerne nachher zu mir kommen. Ich habe noch vollkommen ungebrauchte Neujahrsvorsätze aus dem Jahr 2020, 2021 aus dem Jahr 2000 und noch antik aus dem Jahr 1980. Das sind wirklich geile Vorsätze fürs neue Jahr. Ich habe sie nie gebraucht. Ich gebe sie dir gratis mit und darf sie auswählen, dann wird dein Jahr besser. Was auch immer das Jahr bringen wird und welche Vorsätze du dir auch gemacht hast. Lass mich eins am Anfang von dem Jahr festhalten. Look, es gibt keine einzige geistliche Übung, keine einzige Zahl auf irgendeiner Skala, auf einer geistlichen Skala, auf irgendeiner anderen Skala. Kein Ehezustand, Familienzustand, kein Einkommensklasse. Irgendwas, wo dich in dem Jahr 2024 der Liebe Gottes würdiger macht als 2023. Und deswegen gilt dir das. Ich wünsche dir von Herzen ein gesegnetes Jahr, dem alten Du aus dem 2023, dem alten Ich vom letzten Jahr. Gott hat dich letztes Jahr so geliebt und er wird das dieses Jahr auch machen. Und du seist gesegnet wirklich mit der Liebe Gottes, mit dem Segen Gottes. Das alte Ich aus dem letzten Jahr, das gilt dir. Und umso mehr gilt es dir auch in diesem neuen Jahr, egal was du dir vorgenommen hast. Und das ist mir wichtig, am Anfang von dem Jahr festzuhalten, hey, Gott liebt dieses alte Ich aus dem 2023. Healthy Soul, wir sind in dieser Serie und der Matthias Saladin hat vor 14 Tagen die Serie eröffnet. Und das passt ja irgendwo zum neuen Jahr, so Healthy, Gesundheit und sich bewegen und abnehmen, was auch immer. Und es ist sicherlich auch eine gute Gelegenheit am Anfang vom Jahr, und einen Anstoß zu nehmen, Weichen neu zu stellen und vielleicht Dinge auch neu zu machen. Laut Wikipedia, können wir nachlesen, heißt es, was bedeutet das so Healthy Soul, Gesundheit? Da heißt es, seelische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Es ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem man seine Fähigkeiten ausschöpft, um die normalen Lebensbelastungen zu bewältigen, produktiv zu sein und einen Beitrag in seiner Community zu haben. Und heute geht es um ein Wort, wo ich glaube, sehr entscheidend sein kann für dich in diesem neuen Jahr, dass Gesundheit in deinem Leben sich noch mehr einstellt. Man könnte auch so sagen, dass dein Leben sich ein bisschen vereinfacht in dem neuen Jahr. Nicht noch komplizierter und noch schwieriger wird, sondern sich wirklich ein Stück vereinfacht. Und das Wort, wo das leisten kann in deinem Leben oder in meinem Leben, heißt schlicht und ergreifend Nein. Einfach Nein. In dem Sinne könnte es dein Leben verneinfachen. Es könnte wirklich was Verneinfachtes werden in dem Jahr. Look, viele Menschen recht Mühe, inklusive mir,
dieses Wort manchmal auszusprechen, nein. Nein, Dinge abzuschlagen, zu sagen, nein, das möchte ich nicht machen. Gerade wenn Menschen einem sehr nahe stehen, fällt einem manchmal sehr schwer zu sagen, nein. Weil er möchte was, fragt was, zeigt, was auch immer. Und dann Nein zu sagen, tut manchmal in der Seele sogar weh. Nein zu sagen zu Dingen, wo man selbst gerne macht und wo einem Spaß machen und so weiter. Und dann ausgerechnet in dem Moment Nein zu sagen, ist definitiv nicht immer einfach. Aber Nein hat auch was sehr, sehr, sehr Befreiendes an sich. Weil die Kehrseite von Nein ist ein herzhaftes Ja zu Dingen. Dass man Ja sagt zu Sachen, die wirklich Sinn machen und besser machen. Und das Wort Nein, ich glaube, das ist manchmal deswegen so schwierig in unserem Leben, weil das Wort Nein geht einher mit dem Preis, mit dem Preisschild letztlich. Manches Nein kann wirklich teuer werden. Es ist die Zeit von der Steuererklärung wieder so vom Anfang vom Jahr. Und man muss sich wieder entscheiden, ja, macht man das sehr genau, macht man das ehrlich oder macht man das, ja, wir schauen mal. Und je nachdem, wie du es machst, kann es teurer werden für dich. Nein kann auch heißen, dass manche Beziehungen schwieriger werden, weil du Dinge abgeschlagen hast und sagst, du fällst aus der Gunst von Menschen auf einmal. Wo du gesagt hast, nein, ich helfe dir so nicht, nein, ich bin nicht einverstanden mit dir. Manche Beziehung gerät sogar in Unfrieden deswegen, weil man Nein gesagt hat, ein konsequentes Nein durchgezogen hat. Aber nochmals, Nein wirft auch einen Gewinn ab, weil es hat diese zwei Seiten, man könnte herzhafter, nämlich auch Ja sagen. Und ich finde es noch erstaunlich, wie Jesus sich in seinem Leben immer wieder den Ansprüchen, Erwartungen von Menschen entzogen hat und einfach ein Nein in den Raum gestellt hat. Nein, macht er nicht. Nein, macht er nicht. Tauchen wir mal ein in eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 8. Da heißt es Folgendes. Matthäus 8. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Jesus ergriff ihre Hand und sofort verschwand das Fieber. Sie konnte sogar aufstehen und für ihre Gäste sorgen. Am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. An einer anderen Stelle heißt es dann, es geht noch weiter, als Jesus merkte genau, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, wollte er sich von seinen Jüngern mit einem Boot auf das andere Ufer des Sees fahren lassen. Eine andere Stelle im Markus-Evangelium, wo dieselbe Situation beschrieben wird, da heißt in Markus Kapitel 1, die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Geht weiter in der Geschichte. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen, aber Jesus schlief. Man könnte die ganze Szenerie, die da stattfindet, von der Schwiegermutter seinem Haus, die Leute, die alle kommen, Jesus, der mit seinen Freunden dann aufs Boot steigt, weggeht, ein Sturm kommt, Jesus schläft. Man könnte die ganze Szenerie mit folgendem Satz vielleicht mal überschreiben. Nein, wegen der körperlichen Gesundheit. Nein, wegen körperlicher Gesundheit. Und vielleicht erstaunt dich das im ersten Moment. Aber Jesus ist ja wie in seinem Element, in der ganzen Story. Die Menschenmenge wird immer größer, immer mehr Menschen werden hinzugebracht und sagen, hey, sie brauchen Hilfe. Der Simon beschreibt das so, der Markus beschreibt das so, die ganze Stadt war vor dem Haus von der Schwiegermutter. Wir kennen den Ausspruch, die ganze Stadt ist auf dem Bein zur Fastnacht, die ganze Stadt ist irgendwo unterwegs. Heißt, enorm viele Menschen sind wirklich da vor dem Haus und erwarten Hilfe. Und Jesus heilt Menschen, macht sie frei von Krankheiten, Dämonen. Menschen erleben zum ersten Mal eine Befreiung in ihrem Leben, laufen umher, die erzählen das weiter. Immer mehr Menschen strömen hinzu. Jesus ist voll in seinem Element. Er dient. Es ist ein Kommen und Gehen, die ganze Wundermaschine läuft wirklich auf Hochtouren dann. Und so lesen wir an sich die Geschichte auch sehr gern.
Sehr gern sehen wir das hier. Jesus ist voll unterwegs. Und dann kommt noch angehängt die Story, dass er dann mit seinen Jüngern aufs Boot geht und raus wird, ein Sturm kommt und Jesus schläft. Er steht auf und dann gebietet dem Wind und den Wellen und dann ist wieder Ruhe im Kahn. Und alle sind irgendwo wahnsinnig beeindruckt. Aber irritiert irgendwo, dass Jesus da so eingeschlafen ist. Und wer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ja, das ist so eine extra Portion für die Glaubensidee, von der Glaubensstärkung von den Jüngern, er wollte da nochmal ein Zeichen setzen, hey Leute, eben ganz genau so, habt ihr so wenig Glauben? Ich glaube, der liegt ein wenig falsch in der ganzen Sache. Weil was da beschrieben wird, dass Jesus voll in Action ist, dann aufs Boot geht und dann einschläft, ist letztlich der Tatsache geschuldet, glaube ich, dass Jesus hundemüde war. Er war einfach müde. Man könnte einfach sagen, er ist körperlich platt gewesen. Er hat so viel gedient, so viele Leute waren da, er ist müde und er schläft ein. Viel Aktivität, viel los, alles Mögliche. Und auf einmal ist Jesus als Mensch wirklich müde. Jesus war ganz Mensch. Er ist müde gewesen. Er ist nicht nur übernatürlich voll weitergelaufen, nein, er legt sich hin und schläft. Schläft ein, schläft tief, so tief, dass man ihn wirklich wecken muss. Es gibt eine ähnliche Situation in dem Markus-Evangelium, da wird beschrieben, wie Jesus seine Freunde und Begleiter damals auffordert, auch an einen einsamen Ort zu gehen. Da heißt es da, kommt mit, wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind, denn ihr könnt euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal mehr Zeit hatten zum Essen. Sie hatten noch niemals Zeit zum Essen. Ich liebe die Beschreibung von Markus, wie er das darstellt. Sehr präzise. Es war ein Kommen und Gehen. Es war keine Zeit zum Essen. Und Jesus sagt, komm, lass uns irgendwo hinfahren. Lass uns irgendwo hinfahren, wo es ruhiger ist. Einen ruhigen Ort zum Essen, zum Atemholen. Einfach so, ohne eine Aufgabe, ohne dass was abgehakt werden muss. Look, ich glaube, so ruhige Orte sind für unser Leben extrem wichtig. Und ich möchte dir zum Anfang vom Jahr so mitgeben, wenn wir wirklich auf eine healthy soul achten wollen, dann empfehle ich dir, kenn deinen ruhigen Ort. Kenn die Orte, wo du wirklich ruhig wirst, wo du entspannen kannst. Einer der Orte, wo ich am ehesten zur Ruhe komme, ist wirklich in der Natur. Wo keine Leute sind, gar nichts ist und keine Musik, keine Airpods, nichts, sondern wirklich, ich bin im Wald oder irgendwo auf einer Wiese. Andere Leute kommen sehr gut zur Ruhe, indem sie lesen. Wirklich lesen, für sich sind, vor einer Kerze sitzen, in die Kapelle hineingehen und so weiter. Es gibt ganz unterschiedliche ruhige Orte. Junge Mütter und junge Väter sagen häufig, mein ruhigster Ort ist WC. Da kann man abschließen, dann kommt keiner rein. Einfach die 5 Minuten, das ist der Ort zum Entspannen. Ja. So sind ruhige Orte wirklich sehr unterschiedlich. Aber ruhige Orte, wo wir uns auch körperlich wieder erholen können, entstehen nur, wenn wir irgendwann mal den Mut haben zu sagen, nein. Nein, ich mache jetzt da nicht mehr mit. Nein, ich mache jetzt eine Pause. Ich brauche das. Ich stehe dazu. Ich schlafe. Ich habe das nötig. Achte auf die Symptome in deinem Leben. Und wenn wir nicht lernen, Nein zu sagen, kann ohne weiteres sein, irgendwann zwingt dir das Leben ein hartes Nein auf, weil es nämlich nicht mehr geht. Und deswegen ermutige ich, sag konsequent wirklich mal Nein. In der Geschichte gibt es da andere Gründe, um Nein zu sagen und das Leben wirklich zu vereinfachen. Das heißt da in der Beschreibung ja eben, er kommt zur Schwiegermutter, das Haus wird ganz voll, Leute kommen immer mehr und immer mehr Menschen klopfen an und wollen was von einem. Und ihr kennt das. Wahrscheinlich kennt das jeder irgendwie von uns. Und nochmals, die Gruppe von Eltern mit kleinen Kindern kennen das permanent, wenn die Kinder immer wieder was wollen. Du setzt dich hin, ich habe Hunger, ich habe dies, ich habe jenes, die Hose ist voll und überhaupt in der Schule und das, warum darf ich jenes nicht? Es geht permanent bis abends um 10 und dann ist der Stecker gezogen und dann laden sich die Kinder wieder auf und dann ist wieder neu am nächsten Tag. Die schlafen nicht wirklich, die sind nur neue Energietanke. Und wir kennen das vielleicht auch vom Beruf her, wo permanent immer irgendeiner was von dir will. Immer irgendwo einer fragt was, möchte was, erwartet Dinge und du bist immer unterwegs. Ich habe im letzten Jahr Tage gehabt, bin ich abends nach Hause gekommen und ich habe meiner Frau gesagt, look,
Reden ist heute Abend nicht mehr. Wie ein Wortkontingent für den Tag ist aufgebraucht. Ich habe keine Wörter mehr. Ich bin einfach platt. Ich habe so viel geschwätzt, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Das ist ja gut. Und dass ich hier wohne, das reicht ja schon. Und du kommst in einen Modus von immer mehr und immer lauft. Alle fragen nach Jesus. Und dann heißt es im Markus-Evangelium im 35. Vers: Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf, zog sich an eine einsame Stelle zurück, um dort allein zu beten. Jesus zieht sich aus dem ganzen Hamsterrad, wo immer mehr Leute kommen, immer mehr Leute mit Recht, und ich kann mich gut in die Leute hineinversetzen, die erwarten, da ist vielleicht Hilfe für meine Krankheit, da ist Hilfe für meine Gebundenheit, da ist Hilfe für meine geknechteten Geister, die in mir sind. Ich brauche wirklich Befreiung. Die laufen dahin, erwarten was. Und Jesus zieht sich einfach zurück vor Tagesanbruch. Der Hahn war noch am Schlafen und Jesus war schon unterwegs und zog sich zurück einfach zum Beten. Er nimmt sich die Freiheit, aus der ganzen notvollen Situation, aus den vielen Ansprüchen heraus, einfach sich zurückzuziehen und sagt Nein, Nein zugunsten von der seelischen Gesundheit. Nein zugunsten von der seelischen Gesundheit. Er sagt, hey, ich brauche die Zeit für meine Seele, in Kommunikation mit Gott, ich brauche das. Und ich gehe raus aus dem anderen Zeug, egal wie viel Not ist, egal wie viele Anfragen sind. Ich brauche, das ist wichtig für meine Gesundheit, dass ich die Zeit nehme. Und sagt konsequent, deutlich Nein. Diejenigen von uns, die Kinder haben, eigene Kinder oder in ihrem Umfeld Gott Götti sind und Kinder miterleben und so weiter, oder Kleinkinder haben, speziell bei kleinen Kindern und pubertierenden Kindern fällt man das häufig auf. So ein Phänomen, was man beobachten kann. Wir beobachten das jetzt wieder auch bei unseren Enkelkindern. Das pflanzt sich irgendwie fort. Es ist erstaunlich. Es ist höchst für mich wirklich jedes Mal erstaunlich, mit welcher Fröhlichkeit und Unbekümmertheit so kleine Menschen einfach vor dich hinstellen und sagen, nein, mache ich nicht. Nö. Da spielst du eine Stunde lang mit so einem kleinen Menschen, wir im Kaufladen alles Mögliche gespielt, das ganze Zimmer war voll von Zetteln, irgendwie, was jeder gekauft hatte. Ich war pleite, hatte aber ganz viele Dinge wie ein Laserschwert und Lavakugeln, Autos und so weiter und so fort. Und überall waren so Kassenzettel im ganzen Raum und du hast eine Stunde lang gespielt. Noch Lego gespielt, dieses, jenes und Piratenburg und alles Mögliche. Und dann irgendwann heißt es, komm, wir wollen doch essen. Und okay, ja, komm, wir räumen jetzt noch auf zusammen und dann gehen wir hoch zum Essen. Und da schaut dich dieser kleine Mensch an. Nein, ich räume nicht auf. Und lauft einfach weg. In einer Unbekümmertheit, dass du denkst, hey, Alter, geht doch nicht. Und sagst, du sitzt am Tisch und sagst, nein, wir schmeißen nicht mit dem Essen um. Nein, der Joghurt bleibt wirklich da oben. Und so ein kleiner Mensch, nein, plopp, fällt das Ding runter. Und du fragst dich, warum in alles in der Welt, was ist in den Menschen gefahren? Nein. In einer Fröhlichkeit und Unbekümmertheit sagen sie einfach Nein. Warum machen die das? Klar, in der Psychologie wissen wir, das ist eine wichtige Entwicklungsphase, dass Kleinkinder sich irgendwann dazu entscheiden, einen eigenen Wille zu haben. Sie erkennen ihre eigene Persönlichkeit. Und wenn sie dann Nein sagen, da wächst was ran. Und sie wissen auf einmal, hey, das darf ich, das kann ich und ich habe eine eigene Idee im Kopf und so weiter. Aber warum machen sie es so unbekümmert? Warum machen sie es so unbekümmert? Weil sie, und lass mich das voraussetzen, ich glaube in gesunden, relativ gesunden Familien, nennen wir es mal so, diese Kinder sich darüber gewiss sind, nicht aus der Wertschätzung der Eltern rauszufallen, wenn sie Nein sagen. Es gibt vielleicht Konsequenzen, aber keinen Liebesentzug. Und deswegen sagen sie Nein.
Mache ich nicht. Räume nicht auf, der Joghurt fällt auf den Boden, das Brot schmeißen wir irgendwo hin. Fuck, egal. Ich sage nein. Und lachen noch dabei. Lachen dir einfach fröhlich ins Gesicht. In der Pubertät sieht es dann anders aus, es ist nicht so ein Lachen, aber es ist auch nein. Nein, mache ich nicht. Nein. Und es ist verrückt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sie sich sicher sind, die Liebe wird nicht entzogen. So wie der Vater mal erzählt, hey, auch so eine Diskussion am Tisch hatte mit seinen Kindern darüber, er hat sie von Herzen lieb. Ich habe dich immer lieb. Ja, auch wenn ich jetzt das Essen runterschmeiße, auch wenn du das Essen runterschmeißt. Und auch wenn ich das Essen aus dem Fenster schmeiße, tatsächlich passiert. Ja, auch wenn du das aus dem Fenster rausschmeißt. Und dann ein ganz schlauer, und wenn ich auch auf dein Kopfkissen piesle, dann habe ich dich immer noch lieb. Aber ich bin ärgerlich und ich finde es mühsam. Es ist mühsam, das macht man nicht. Punkt, aus, Ende. Aber hast du mich noch lieb? Ich habe dich immer noch lieb. Ich habe dich immer noch lieb. Du bist mein geliebtes Kind. Es gibt keinen Liebesentzug. Hast du mich noch lieb, wenn ich irgendwann anfange zu kiffen? Ja, ich habe dich immer noch lieb, auch wenn ich das nicht gut finde. Hast du mich immer noch lieb, auch wenn ich gar nichts mehr mit der Kirche zu tun haben will? Ja, ich habe dich immer noch lieb. Warum? Du bist mein Kind. Ich bin traurig, ich finde es nicht toll. Ich würde mir wünschen, es wäre ein anderer Weg, aber ich habe dich immer noch lieb, du bleibst mein Kind. Liebe Eltern, nehmt das mit. Habt den Kind immer lieb, egal was machen wird. Wir brauchen die Gewissheit als Menschen, dass wir kompromisslos geliebt sind. Verwurzelt in der Liebe Gottes. Letztlich in der Liebe Gottes, Leute. Und die Verwurzelung in der Liebe Gottes hängt direkt damit zusammen, dass man auch die Fähigkeit entwickelt, Nein zu sagen. Nein, ich entziehe mich manchen Ansprüchen. Nein, das mache ich. Weil ich bin geliebt von Gott und ich darf das. Ich darf das wirklich sagen. Und Jesus zog sich zurück von allen Leuten drumherum, wegen seiner seelischen Gesundheit, wegen seiner Ruhe, wegen seiner Zeit mit seinem himmlischen Vater. Und seelische Gesundheit, Leute, hängt sehr stark damit zusammen, dass wir nicht nur die ruhigen Orte kennen, sondern auch die lauten Orte in unserem Leben. Für manche sind laute Orte Social Media. Das sind wirklich laute Orte, wo man ganz allein ist und nur so Filme gehört und TikTok und alles Mögliche. Vielleicht bist du nicht so ein Typ. Aber jeder kennt so seine lauten Orte. Und ich möchte dir Mut machen im neuen Jahr. Hab immer wieder ein Nein zu den lauten Orten, damit die ruhigen Orte entstehen. Und dass seelische Gesundheit in deinem Leben sich ausbreiten kann. Im Namen Gottes Nein zu sagen. Ein letzter Punkt. Ihr habt am Anfang so eine Schocki bekommen, ja? Haben das alle bekommen. Hat irgendeiner eins nicht bekommen, weil er übersehen worden ist. Du darfst dich jetzt melden. Du bist geliebt. Da vorne ist einer, der Fischer, den kenne ich persönlich, den werfe ich das zu. Ja, muss auch fangen. Da vorne hat es auch noch welche, also ihr dürft gerne hinterher. Ich habe nur noch eins, ich habe keins mehr. Darf ich mal sehen, wer sein Schocki noch hat? Aha. Und die anderen? Ja, weiß nicht, wo es ist, du sitzt gerade drauf oder so. Einige haben es wahrscheinlich schon gegessen. Wer hat es denn schon gegessen? Ihr dürft euch outen. 2, 3. Ja, jetzt schon, das ist super. Das ist fein gewesen, das ist super, das ist gut. Warum haben die einen es noch und warum haben die anderen es nicht? Kann sein, dass ja du zum Beispiel jetzt hier ein Mensch bist, der sagst, Schocki haben die überhaupt nicht gern. Und du bist verschleckter bist und sagst, die Schocki haben die überhaupt nicht gern. Das ist grusiges Zeugs. Nein, das ist ja 50%, kannst du vergessen. Nein, wenn schon dann so Rieder-Schocki oder Bachmann-Konfiserie oder was weiß ich. Ist keine Werbung. Wird leider nicht gesponsert. Vielleicht hast du dich auch entschieden, im Jahr 2024 weniger Schocki zu essen. Vielleicht hast du dich auch entschieden, weniger Zucker zu essen, weil das nicht gesund sein soll. Oder vielleicht hast du dich entschieden, nur in den ersten 3 Monaten nicht zu essen, aber danach haust du wieder voll rein. Oder du hast einfach jetzt gerade keine Lust, heute Morgen auf Schocki. Kann ja sein. Gibt so Menschen, die haben dann keine Lust am Morgen auf Schocki. Es sind unterschiedliche Beweggründe. Aber ihr kennt das wahrscheinlich. Wir verzichten manchmal auf Dinge wegen einem höheren Ziel. Wir sagen, wir essen keine Schocki. Warum? Ja, ich möchte bewusst was abnehmen.
Ich möchte bewusst weniger Zucker essen. Ich möchte mehr Sport machen. Ich möchte keinen Schoki. Ich möchte Zahnarztkosten senken. Deswegen esse ich jetzt mal ein Jahr lang keine Schoki. Ist auch eine Möglichkeit. Oder du sagst, du fastest, du trinkst keinen Alkohol, du trinkst dieses nicht und jenes ist und isst keine Schoki. Aus geistlichen Gründen. Weil du sagst, du möchtest den Verzicht üben in deinem Leben. Aus geistlichen Gründen. Und das sind alles gute Sachen. Und genau das, Leute, geschieht hier in der Geschichte mit Jesus ziemlich ähnlich. Markus Kapitel 1, 37 und 38. Als sie Jesus dann aufgefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Das war die Situation von jetzt eben. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe. Und Jesus macht deutlich, nein, wegen geistlichen Prioritäten. Punkt. Sagt nein. Und stellt euch die Situation ein bisschen plastisch vor Augen. Da kommen hunderte Leute dahin. An das Haus von der Schwiegermutter, dann an den See. Leute mit Bedürfnissen, Leute mit Plagen, Leute, die wirklich geknechtet sind, erwarten Heilung. Und Jesus ist auch zurückgezogen und dann finden sie ihn und Jesus sagt, nein, ich helfe hier nicht weiter. Warum? Ich muss auch an andere Orte gehen. Könnt ihr die Enttäuschung von den Leuten spüren hier? Die sind gekommen wegen Hoffnung, wegen Hilfe. Und Jesus sagt, nein, Leute, es gibt noch eine andere Prioritätenliste. Ich muss auch an andere Orte gehen und zieht weiter. Nein, weil es ein höheres Ziel gibt, an anderen Orten hinzugehen. Deswegen sagt Jesus Nein. Und vielleicht merkt ihr jetzt allmählich, bei dem Thema Nein sagen, da tut sich wie eine Spannung auf. Manche von uns hier, denen fällt das überhaupt nicht schwer, Nein zu sagen. So, kein Problem, habe ich schon im neuen Jahr 85 Mal gemacht. Die haben das Intus und sagen, komm, ich look für mich ein ausbalanciertes Leben, nein, 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 das muss alles klappen und so weiter und so fort. Aber Leute, das ist überhaupt nicht damit gemeint, mit dieser Healthy Soul und mit dem Nein, auch wegen geistlichen Prioritäten. Es geht nicht darum in erster Linie, dass unser Leben möglichst ausbalanciert sind. Gott hat für uns mehr vor in dem Jahr als ein ausbalanciertes Leben. Das ist nicht das oberste Ziel von Gott mit uns, mit dir, mit mir. Hauptsache immer schön im Mittelmaß, immer gut ausbalanciert, dass ja nicht keine Ausschläge gibt in links oder rechts. Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch Gott möchte uns in dem Jahr überraschen und vielleicht die Wohlfühlgrenzen wirklich zu erweitern. Aus dem Grund gilt es manchmal Nein zu sagen. Jesus kommt, wie gelesen, aus einer Zeit heraus, wo er Gemeinschaft hatte mit Gott. Und er kommt raus mit einem klaren Nein und mit einem noch größeren Ja zur anderen Richtung zu gehen. Nein sagen hat nichts damit zu tun, Leute sich einzuigeln und nur so Seelenpflege zu betreiben. Das geht nicht darum. Es geht wirklich nicht darum, sondern frei zu sein, ein größeres und kräftigeres Ja zu sagen zu anderen Dingen. Um das geht es beim Nein sagen. Ich habe in den letzten Jahren, bin jetzt 14 Jahre bald hier im ICF, wo ich regelmäßig mitgepredigt habe oder hier mitgeleitet habe. Ich habe in den Jahren so viele Leute hier in unserer Kirche angetroffen, die immer wieder aufgestanden sind und ein kräftiges Nein gesagt haben, zugunsten von einem größeren Ja. In all den Jahren, Leute zum Beispiel, die gesagt haben, nein, ich verzichte auf einen schönen Feierabend. Ich sage nein, dass ich heute Abend nur für mich bin. Ich sage nein dazu, dass meine Wohnung, mein Haus nur für mich ist. Ich öffne das für andere. Ich habe ein größeres Ja für Menschen, die einfach bei mir mitwohnen oder die ich einlade oder wie eine Small Group bei mir ist, ich immer der Host sein möchte dafür. Ich sage Ja zu dem, ich verzichte für mehr Ruhe. Und während der Ukraine-Krise, wo immer noch andauert, Leute ihre Häuser und Wohnungen aufgemacht haben, sagen, du kannst mitwohnen. Das ist ein Nein dazu, dass das ganze Haus nur mir dient. Und ein Ja dazu, dass anderen mitgeholfen wird. Ich habe Leute in den Jahren hier kennengelernt, die sind unter uns, die konsequent immer wieder gesagt haben, nein, nein zu einem freien Nachmittag. Nein zu diesem freien Samstag. Und ja, ich bin bereit, einfach Gemeinschaft mit dem und dem zu leben. Ja, ich bin bereit, zum umzubauen. Ja, ich bin bereit, den zu unterstützen,
oder einfach Zeit mit dem zu bringen, Zeit für den zu beten. Ich habe so viele Leute bei uns im ICF kennengelernt, die immer wieder gesagt haben, nein, dass das ganze Einkommen, was ich habe, nur mir gehört. Und ja, ich glaube an das Reich Gottes, ich glaube an die Kirche und ich gebe einen Teil von diesem Einkommen weiter. Jetzt kommt die Zeit wieder von der Spendenbestätigung, kommt dann demnächst mal reingeflattert wieder. Ich finde das einen wunderschönen Moment im Jahr. Wenn ich dann sehe, auf dem Zettel da drauf, wie viel haben wir weggegeben. Und da sehe ich die Summe und denke immer jedes Mal, ja, das hätte schon eine fette Urlaub werden können noch. Das ist jetzt mit Freude weggegeben worden. Nein, das alles mir gehört. Und ja, dass das anderen mitdient und der Kirche dient, dem Reich Gottes mitdient. Und so viele Leute in unserer Kirche leben das schon so viele Jahre. Ein Nein wegen höheren Prioritäten, ein Ja zu anderen Sachen. Und deswegen, Leute, 2024 sagen wir Nein zu einer Harmlosigkeit. Nein zu einem möglichst ausbalancierten Dasein und Ja zu einem abenteuerlichen Nachfolgen 2024. Wir feiern heute das Abendmahl, ist vorbereitet hier vorne und dort hinten. Ihr könnt nachher hier vorne nach hinten gehen. Und wir feiern das Abendmahl als Gottes fettes Ja zu dir. Gott hat ein Ausrufezeichen gesetzt, ich habe ein Ja zu dir. Das letzte Jahr, der Ralf vom 2023, da habe ich ein Ja dazu. Ich gehe mit dem Ralf auch in 2024. Und das spricht Gott dir heute zu. Und das könnte Mut machen zu sagen, Nein zu anderen Dingen. Nein, die mir der Seele schaden. Nein, die mir im Körper schaden. Und Nein zu Dingen, die mir in der geistlichen Prioritäten vielleicht sogar durcheinander bringen würden. Ich lade dich ein dazu, hier nachher nach vorne zu kommen. Steht doch bitte auf, ich bete noch mit uns. Das Gebetsteam ist hier vorne. Und auch nicht einfach, weil die immer da sind, sondern bewusst, hey, vielleicht brauchst du an dem Sonntag so einen Zuspruch Gottes, ein fettes Ja von dir. Und wenn du in deiner Seele, in den Geist merkst und spürst, dann lade ich dich ein, geh hin, lass für dich beten, dich segnen. Männer und Frauen sind da und legen dir die Hand auf und sagen, in Gottes Namen, du bist mein geliebtes Kind. Das ist ein Zuspruch, der uns Mut machen kann, eben Nein zu sagen. Vater im Himmel, danke, dass du hier bist und dass dein Ja gilt für uns. Und ich freue mich drauf, das in dem Jahr auch persönlich zu erleben, dein Ja zu spüren im Alltag. Und danke, dass mir das Mut gibt, auch Nein zu sagen zu Dingen, die eben nicht gut sind. In deinem Namen beten wir.